Und willkommen zurück hier bei Tales of Xillia. Dritte Staffel, wir sind hier im neuen Gebiet und, naja, was heißt neu? Wir sind noch in Auschul und müssen irgendwie Gillen so richtig schön in die Fresse klopfen. Doch das erst ein anderes Mal. Jetzt ganz kurz Judes Feldtritt und danach gibt's neue Klamotten. I have you to thank for saving Jude. Not at all. Jude was quite a help to me. Thanks to his direct tethering with me, I was able to recharge much of my lost mana. Jude, you direct tethered with her? Yeah. Muse asked me to. Sag mal Leute, nur mal ganz kurz etwas einzuwerfen. Täuscht mich gerade oder wird Mila ein bisschen, naja, peinlich berührt? Oh Mann, die wird immer mehr menschlich. Da frage ich mich langsam schon, ist sie wirklich Maxwell oder glaubt sie einfach nur, sie sei Maxwell? Langsam verstehe ich das Ganze nicht mehr. Was that bad? Bad? It's, direct tethering is something a spirit and a human do when, Since we were together constantly, he was able to fill me with loads of mana. Verdammt nochmal, wieso? Jude! Der Traum eines jeden Mannes. I had no idea you were that kind of man. Mila, wait! Why is she so angry? My, I can't believe you'd ask me to explain that to you. Do you just want to hear me say it? Is that what you're into? Someone tell me what is going on with these spirits. Ja, also bei Muse wundert es mich nicht wirklich. Ich meine, ist gut, vielleicht ist sie wirklich. Ich meine, sie hätte gesagt, es sei Milas ältere Schwester, von dem her ist sie wohl immer weiblich, aber Mila, Maxwell ist doch eigentlich. Es hat der Geister, was hat sie gesagt, irgendwie sächlich oder. Ja, einfach weder weiblich noch männlich und jetzt plötzlich versteht die Welt nicht mehr. Ist egal. Freunde, genau. Ich habe mir jetzt nämlich kurz zuvor noch da im PSN Store was heruntergeladen. Ja, aber dachte halt, ja gut, wenn du es runterladen hast, kannst du hier und Ausrüstung gucken gehen und so, aber war nichts gewesen. Das Teil ist seltsamerweise hier unter Objekte. Alter, hab ich mich ja dumm und dämlich gesucht. So, Milas Idolmaster Outfit, Leias Fahrvariationsset. Das ist übrigens gratis, könnt ihr einfach so runterladen. Aber zumindest, also ich habe nicht so viel bezahlt. Gut, mal gucken, wa? Ja. Verwenden, bitteschön und zack und zack. So, jetzt gucken wir das ganz kurz mal an, was jetzt sich da groß geändert hat, nicht wahr? Vermutlich hier noch nicht, was geht wohl eher... Ah, hier, Erscheinung normale Frisur. Das ist normale Frisur, okay. Idolmaster Frisur. Hä? Sind die ein Unterschied? Vielleicht ein bisschen dunkler, wa? Okay. Normales Outfit, Idolmaster. Ja, holla die Walpfi. Alternative Farbe. Das sieht doch mal geil aus, wa? Ja, weil ganz ehrlich gesagt, Freunde haben gedacht, zum einen mal, jetzt ist ja bereits die dritte Staffel, nicht weil ich so, ja, so mal eingeläutet habe, zum anderen halt auch, jetzt wo halt die Lands von Tracing aktiviert wurde und bla 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 und alles mögliche, also ich würde schon mal behaupten, dass bereits etwa, ja, halt schon die Hälfte des Spiels rum ist und deswegen denke ich mir mal so, kann es auch nicht schaden, wenn man halt, ja, schon eher so. Wenn man halt ab und zu mal ein bisschen das Outfit ändert, nicht wahr? Das geht ja wohl gar nicht. Also es ist fast schon ein bisschen... Nee. Das kann ich nicht machen. Leute, das geht doch nicht. Das geht schon eher. Aber ganz ehrlich, weil das hier, das ist... Wenn es ein paar Jahre älter wäre, ja, vielleicht, aber nee, es ist... Alter. Kann ich bringen. So. Shoot, normales Outfit, alternative Farben. Wow! Shoot. Du machst mir langsam ein bisschen Angst. Tödliche Raserei, das ist schon das Beste, okay. Alle kriegen neue Farben. Machtring erhöht Stärke. Oder nicht überhaupt? Schnelligkeitsring. Nee, braucht er nicht, der braucht einen Machtring. Das hab ich damals gedacht, hey. Rowan können wir eigentlich gebrauchen, wa? Oh, er hat mir bereits. Ups, Entschuldigung, nichts gesagt. Auch nicht wirklich eindeutig. Normales Outfit, wow, alternative Farben.
Ja, sieht doch auch gut aus. Alle kriegen neue Farben. Muss doch mal ab und zu sein. Oh, Thronreif, zack. Sehr schön. So, geht ganz schnell, hoffe ich mal. Kampfpanzer. Was gebe ich dir, Lea? Was gebe ich dir? Schnelligkeitsring. Sind sie überhaupt gute Stiefel? Ja, du kriegst einen Ring. Du kriegst einen Ring. Gut, und dann normale Frisur, Idolmaster. Nee, lieber offene Frisur. Andere Farbe, yeah. Was? Achso, die Blume, ja, da geht schon. So, Kleidung, das ist... Wobei, ihr steht eigentlich relativ gut. Ist nicht so eindeutig, es war nicht so pervers. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aber es ist kaum ein Unterschied. Nee, ich nehme hier mal die Idolmaster-Kleidung, das passt schon. So, jetzt zum Schluss noch Elvin und dann geht's endlich weiter mit dem Story. Hey, da gibt's nichts. Wenn man hier die Zeit verplempern kann, unglaublich. Oh, gute Stiefel. Und das Outfit. Dem steht das dunkle Gebiss, aber na komm. So, Freunde, neues Outfit. Wie gefällt euch jetzt Mila Maxwell? Stärke ist Schönheit. Ja, ein anderes Mal. Jetzt erstmal, überhaupt nichts. Will ich erstmal hier rein oder muss da? Begib zum Tempel, ja. Gut. You've come. So in the end, you've chosen to trust that man. You're more naive than I thought, Maxwell. Tell us what your purpose is for bringing us here. We will stand and fight against those invaders. If you intend to challenge them yourselves, we won't attempt to stop you. But first, there's something you need to tell us. I want you to tell us what you know about the schism. What's that? Two millennia ago, I cast the spirit art, Schism. It created a new world and sealed it away. That world is yours. It is known as Riza Maxia. Did Mila just say that she created the entire world? Wow! She's like a goddess or something! It was for protecting spirits and humans. Riza Maxia is sealed. That implies the existence of another world outside the schism, does it not? Yes. And that world is called Olympius. I was gravely mistaken about the Lance of Kresnik's true purpose. Exodus convinced Noctigal that it was a weapon, but all along they were plotting to create a device that would dispel the schism. Dispel the schism? To what end? I do not know. I wonder if perhaps they were looking for a means to siphon mana back to Olympias. No. All Exodus ever wanted was to go home. Back home to Olympias. It's all we've wanted for more than 20 years since we became trapped in Riza Maxia. We needed to find a way to either break through the schism or dispel it completely. But in order to dispel the schism, they would have to find a way to eliminate its creator. I see. So that's why Exodus kept trying to kill you. It doesn't add up. What is Gillen's master plan? I'm confused. I still don't understand. Gillen's actions are not going to get Exodus home any faster. He didn't need to bring the whole Olympian army.
In unifying Riza Maxia, that was never our original intention. Gillen must intend to make use of Riza Maxia with the schism intact. But for what purpose? That's it. The Otherworld reactor plan. What? Huh? The hell's that? Most folks knew it as the Spirit Fuel Plan. That sounds bad. I remember my cousin telling me about it when I was still a kid back on the other side. Something about capturing spirits and using them as fuel for Spyrexes. So you're saying Gillen's ultimate goal is to corral all the spirits? But that doesn't make sense either. If all he wants is spirits, then why bother with the lies? Unless he's planning on trapping us in Rize Maxia for our mana lobes. He seeks to use the people of Riza Maxia as a power source? The man is insane. Gilland most likely returned to Exodus HQ on the ocean. The Olympian army is with him, so getting there by boat won't be easy. Well then, perhaps we can commandeer one of the flying ships they have, docked at Cambalar. Oh yeah, right. Because that sounds easy. It may indeed be our only option. Very well. We attack tomorrow. Wait a minute, Gaius. Aren't we gonna team up on this? I mean, we both want the same thing, so... It's not a social gathering. Just how stupid are you anyway? It was Maxwell who created the schism, and trapped us all inside of it in the first place. Imprisonment is not so easily forgiven. It's entirely possible we may end up fighting each other again. I'm sure you can understand why we're not ready to get all buddy-buddy with you. Like I said, do what you want. Just make sure to stay out of our way. Can you believe it? The nerve of those guys! They must be short-handed. Why else would they share that kind of information with us? Despite what they said, I still believe that they are counting on all of us. For now, at least. Tja, Freunde, also die ganze Wahrheit. Klingt eigentlich soweit interessant, wa? Was ich mir vor allem frage, ist, welche Rolle spielt der Muse? Also ganz ehrlich, Milas ältere Schwester und so, der traut noch nicht so ganz um den Weg. Andererseits, Mila, ganz ehrlich, kann plötzlich so eine Tussi gut, sag's mal so, kommt noch plötzlich ein Geist angerannt und sagt plötzlich so, ich bin eine große Schwester, hallo. Ja. Also irgendwie gehe ich Mila damit ganz schön normal um, was? Ich werde da ein bisschen skeptischer. Gut, was sagst du jetzt? In der ersten Etage, das ist... Ja gut, von mir aus. Ruhe dich im Tempel aus. Muss das sein? Quatschen? Ich bin müde, es war ein aufregender Tag. Das stimmt. Kaios in dieser Schimmery-Dingsbums kommen sich so toll vor. Morgen wird Ihnen das sagen. Schimmery-Dingsbums, auch nicht schlecht. Elise. Grün steht dir gut. Passt in zu den Haaren. Shoot, der steht rot auch nicht mal so schlecht. Die Farbe des Anführers. Lass versuchen zu schlafen. Und Mila so ein richtiges Blau und irgendwie geisterhaft und ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Was jetzt eigentlich noch fehlt, sind die 4 großen Geister, wa? Ich hoffe, wir finden die wirklich bald mal. Weil theoretisch müssen die irgendwo sein. Wenn es sein muss, gehe ich allein. Ja, du wieder mal. Wie sieht mit dir aus? Es können wir da ein bisschen Informationen verarbeitet haben. Gut. Ein Gespräch mit Wingal. Perhaps this is the opportunity to speak to Wingle that I've been waiting for. Ja, dann führen wir mal das Gespräch. Können ganz kurz abspeichern mit neuen Klamotten, neuen Informationen. Und würde mal sagen, wir ruhen uns ein bisschen im Tempel aus. Trotzdem ist noch nicht so ganz geheuer. Ich meine, klar kann einerseits Gaius verstehen, von wegen, ja, also, Maxwell hat uns eingesperrt, wir wollen gegen sie catchen wieder mal, vielleicht irgendwann, aber ganz ehrlich, das war vor 2000 Jahren. Ich meine, vor 2000 Jahren, der lebt sicher erst seit
maximal 30, 40 Jahren. Trotzdem regt er sich darüber auf. Gut, kann sie irgendwie nachvollziehen, aber andererseits... was soll's? Was soll's? Nicht unser Problem, wenn Gaius halt so ein... halt unbedingt irgendwie das Gefühl hat, ja, er müsse immer einen Sündenbock finden. Soll er doch. Didn't we agree that I would kill you for this sort of thing? Good luck killing me when you're dead. You got a message earlier today. What did it say? What's it matter? At first, I thought you were just in shock over Gillen's betrayal. My mother is dead. It happens. All humans die. That your idea of sympathy? First Gillen betrays me, then my mother dies. Life sure is peachy. Do you still want to return to Olympius? What other choice do I have? But I'm not going to die. What's that got to do with anything? Would you consider staying in Riza Maxia? What? Would that be so terrible? You'd be with Jude, and me, and everyone else. You're the first person to offer me something like that after finding out who I really am. You're out of your mind. Oh Mann, was für ein gestörter Typ. Mal ganz ehrlich, ey. Ja, klar ist schrecklich, dass seine Mutter tot ist, Gillen ihm verraten hat, verstehe ich alles, aber Mila, dass er ihn umbringen wollen und irgendwie das Gefühl haben, wenn er halt Mila killt, dass irgendwie alles besser wird. Oh Mann, ey, also in die Idee kann auch nur Elvin kommen. Nun gut, Jude, gibt's was Neues? So jetzt. Hallo? Mann. Jetzt. Can't sleep? No. Me neither. You don't want to ask me anything about what I revealed earlier today? No, you did the right thing. The just thing. At least I hope so. Justice is a complicated concept. It means different things to different people. And what is justice to you? I thought this wasn't a social gathering. Answer me, Maxwell. It is the power of will that resides within one's heart. In this, we are both in agreement. Those with this willpower bear a responsibility to this world. The strong must protect and guide the weak. Gaius, weakness isn't an affliction of the body, but of the heart. The world will always have weak-willed people, but that in itself isn't a bad thing. Then we must protect the weak until they can become strong. That is our duty. We? Yes. All who are strong must look after the weak. It is the only way to ensure that future generations will have sufficient strength as well. So that's your solution to the problem I posed in Fezabel Marsh. As I told you then, I can chart a new future for mankind if I just have enough power. But if a man like Gillen takes the stage, a man who can only use power for his own gain, then mankind will be doomed to repeat the same mistakes. I see. But I'm afraid it's not up to me to approve your answer. Your concept of justice is your own. It's not my place to interfere. As you say. The two of you sure are alike. How so? No matter how extreme her words are,
I think there's always truth to them. I get the same sense from you. Do you want to be like Maxwell? I wouldn't mind it, although I know that's impossible. I see. We should probably get some rest. Yes. The showdown's tomorrow. Also das war ja mal ein verrücktes Gespräch, aber gut. Es ist der nächste Tag, was machen wir jetzt? Verlassen den Tempel? Ja, auf die Idee wäre nie gekommen. So, Freunde, egal. Wie es weitergeht hier bei Tales of Xillia, wieder mal das nächste Mal. Hier geht's dann weiter mit der 3. Staffel, wa? Dann bei Part 68. Also dann, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.